Die Arbeitsgruppen, 5 an der Zahl, die sich mit dem Thema Schulzusammenlegung und Zentralisierung der Kita befasst haben, haben am 23.02. Mit überwiegender Mehrheit für einen baulichen Vorschlag gestimmt, der aussagt, dass beide Schulen in einem erarbeiteten Raumprogramm in dem Gebäude Feldstraße also ein neues Zuhause finden können. Von den vorhin erwähnten 27 Leuten haben also 18 Teilnehmer sich dafür ausgesprochen. An dem Tag waren noch überwiegend Mitarbeiter der Einrichtungen und Schulen und Eltern da, natürlich auch 4 Gremienvertreter, 4 Ortsbürgermeister und Bürgermeister und 3 Mitarbeiter der Verwaltung. Ja, warum die Schulzusammenlegung? Ich habe Ihnen hier nochmal ganz aktuelle Zahlen an die Wand geworfen. Es ist also so, dass es eben auch zum Beispiel im Finanzausschuss nicht richtig kommuniziert wurde. Es gibt keine Anmeldung bei der Ganztagsschule, die eine Freizügigkeit dieser Schule ausweisen. Wir haben also mit dem Fachdienst Schule des Landkreises Börde, wo diese Anmeldungen ausgewertet werden, ganz aktuell die Zahlen abgestimmt und es liegen für das kommende Schuljahr, wenn die Schule eine Gemeinschaftsschule wird, das heißt, dass also auch diese Kinder nicht mehr alle nach Römerstedt abwandern, sondern hier bleiben, dann liegen 35 Anmeldungen vor. Das heißt, wir sprechen über Klassenstärken von 17, 18 Kindern. Für die Grundschule liegt eine Anmeldung vor für das nächste Schuljahr von 170 Kindern, sodass eben auch hier eine gesunde Zeitzügigkeit vorhanden ist. Ja, warum werfen wir das so nochmal an die Wand? Man muss einfach deutlich sagen, es ist selbst mit der Bildung der Gemeinschaftsschule, was ja eine Maßnahme ist, um Kinder hier im Ort zu halten, wird es vorläufig nicht gelingen, das Schulgebäude zu füllen. Das heißt, wir werden eine Auslastung des Gebäudes nur durch die Schulzusammenlegung erreichen. Ein wesentlicher Punkt war natürlich, wird es für beide Schulen ausreichend Platz im Gebäude geben. Da ist also sehr viel auch im Vorfeld darüber gesprochen worden. Wir möchten nochmal darauf hinweisen, dass mit dem neuen baulichen Vorschlag jede Schulform die wesentlichen Räume zur Alleinnutzung zur Verfügung hat. Ich habe Ihnen das hier nochmal an die Wand geworfen, das lese ich jetzt auch nicht vor. Und diese Räume für die Grundschule und für die Gemeinschaftsschule, die zukünftige, erfüllen die empfohlenen Raumfaktoren. Das heißt, wir haben ein komfortables und optimales Raumangebot für die Kinder, wenn man sich mit dem Schulumfeld auch hier im Raum Magdeburg und Württemberg vergleicht. Wir liegen da absolut im oberen Drittel. Zu den Räumen, die wir zur Verfügung stellen müssen, gibt es dann noch weitere Räume, die finden Sie unter dem Punkt gemeinsame Nutzung. Die können natürlich auch für Angebote aller Art genutzt werden, von Differenzierungsunterricht über Prüfungen, Veranstaltungen etc., Arbeitsgemeinschaftsangebote. Natürlich muss man sich da dann absprechen, aber die wesentlichen Räume, die die Schule braucht, um erstmal ihre grundlegenden Dinge zu klären, hat sie zur Verfügung. Ja, die große Frage ist dieses neue Raumprogramm genehmigungsfähig? Wir haben im Rahmen des Genehmigungsverfahrens zur Umwandlung der Sekundarschule in eine Gemeinschaftsschule natürlich Gespräche geführt mit dem Landesschulamt Magdeburg und auch mit dem Träger der Schulentwicklungsplanung. Und die sind beide über die entsprechenden Pläne der Gemeinde informiert worden zur Schulzusammenlegung und auch über das geplante Raumprogramm. Die positiven Stellungnahmen dazu liegen Ihnen und auch der Öffentlichkeit seit der Erstellung der Beschlussvorlage 04/2016 vor. Ja, ein wesentlicher Punkt neben der Erhaltung des Schulstandortes ist natürlich auch die Reduzierung der Kosten für das Gebäude. Wir haben 750.000 € Liquiditätsbelastung in jedem Jahr für ein Gebäude, was nicht mal zu 41% ausgelastet ist. Wenn wir also die Schulzusammenlegung umsetzen, wird es die Auslastung des Gebäudes bringen. Wir müssen notwendige Investitionen im Grundschulgebäude, die mittelfristig anstehen, nicht umsetzen. Die Außensportanlagen können mitgenutzt werden. Das Gebäude ist barrierefrei, das ist im Grundschulgebäude nicht gegeben. Und was ich auch als komfortabel empfinde, der Schulbereich der Grundschule ist dann auf einer Etage untergebracht. Jetzt bewegen die sich über 3 Stockwerke.
Und das ist, denke ich mal, kleine Füße, kleine Kinder, eigentlich auch eine ganz gute Lösung. Die Bewirtschaftungskosten im Gebäude der Ganztagsschule werden aus unserer Sicht nur unwesentlich steigen, weil die Schule trotz der geringen Auslastung ja alle Räume nutzt. Ja, und es wird natürlich prozentual Reinigung, Abwasser, Müll etwas ansteigen. Sie haben ja die ausführlichen Erläuterungen zur Finanzierung in Ihrer Beschlussvorlage. Man muss aber noch mal sagen, die Kosten pro Schüler werden von derzeit 3.250 € auf 1.990 € sinken, wenn die beiden Schulen in ein Gebäude ziehen. Wir werden im Rahmen der Haushaltskonsolidierung ca. 129.000 € jährlich sparen können.